Hallo und herzlich willkommen hier zu einer brandneuen Roomtour hier in 7 Days Today. Hier ist der Raya Anulu. Hallo zusammen. Bei uns hat sich dieses Wochenende recht viel da. Wir haben nämlich den ganzen Samstagabend haben wir nämlich hier gebaut wie die Verrückten. Ja, der hat richtig gehört. Wir. Ja, braucht wir. Ich habe ein paar Mitstreiter gefunden. Die sind hier im Moment noch gerade nicht da. Wir haben uns also rein auf das Bauen konzentriert. Und ihr werdet die aber sicher in den nächsten Folgen noch kennenlernen. Also jetzt einmal neu mit dabei ist am Samstag der Imperator Ming, der Spanky Ham und der Randleman. Liebe Grüße hier von meiner Seite. Ich will euch jetzt so zeigen, was wir am Samstag so ein bisschen gemacht haben. Ja, der gehört es hier, wir sind da am Zement am Brodeln. Wir haben uns am Samstag, jeder hat so ein bisschen sein eigenes Projekt gehabt, wo wir uns so ein bisschen darauf konzentriert haben. Und ich will euch das jetzt mal zeigen. Also anfangen wir mal mit meinem, weil meins ist da hier am ersten zu erreichen. So, da habt ihr ja schon mal gesehen, unser Nachtschattengarten da. So, die Brücke hier die habe ich ja schon mal gezeigt. Also ich habe jetzt einfach ein Geländer habe ich drum gezogen. Hier, falls man noch ins Wasser geht, dass man irgendwo noch raufkommt. Und dann das Hochhaus ist fertig. Also einfach mal so auf den ersten Blick. Innen ist absolut nichts ausgerichtet und ich habe mich noch nicht dafür gehabt, das noch höher zu ziehen. Ich habe ein bisschen Angst, dass es zusammenkracht, aber ich glaube, ich tue das schon mal... Also da sieht jeder Raum eigentlich gleich aus. So, dann kann man da raus schauen. So. Vielleicht mache ich den noch grösser einisch. Mal schauen, drinnen ist ja nichts und wenn, würde ich ja nur machen, keine aus mit töten. Ja, vielleicht probiere ich das dann mal. So, hier sind wir jetzt einmal oben. Ihr seht, hat man hier eine schöne Aussicht über das ganze Gelände. Und wie ihr hier seht, da war mal alles Wald gewesen. Also, wir haben Holz gebraucht an und Dieu. So. Das wäre jetzt einfach mal mein Hochhaus. Ja, nicht so überlegt bei der Steckenplanung, ich muss ein bisschen schauen. Hier ist noch gut, nein, hier stimmt es nicht mehr. So. Voilà. Ich habe oben raus, habe ich überlegt, dass ich es eigentlich mit der Stecken richtig planen kann. Voilà. Nachher, weiter geht's. Das zweite Projekt, das ich eigentlich gestern, respektive am Samstag, den ganzen Abend gemacht habe. Und zwar, wie ihr hier seht, ist dort ein kleiner Aufgang. Und seht ihr das hier im Wasser? Also ich habe ein grosses Unterwasserhaus bauen. Ich euch das jetzt mal von außen nachher zeigen. So, das sieht so aus. Und nachher immer so mit Verbindungstunneln. Das sind einfach immer einzelne Gebäude. Und ich habe einen Verbindungstunnel gemacht. Also man kann hier eigentlich auch noch alles auftun. Das ist vielleicht das nächste Projekt. So, Eingang hat es zwei, also das ist eigentlich nur der Notausgang hier. So, tue ich das jetzt mal zeigen. Voilà, das ist mein Unterwasserhaus. Das ist mein Bett. Dann kann man da schön einmal im Kreis laufen. Eigentlich nicht so spannend, das war eigentlich nur mal der erste Test, was überhaupt geht, was möglich ist. Und hier ging es nachher weiter. Ja. Aber das zeige ich euch nachher. Voilà. Dann gehen wir mal wieder raus. Das wäre jetzt das Unterwasserhaus. Also es ist sehr interessant, unter Wasser zu bauen. Also es funktioniert alles. Wir müssen einfach ein bisschen schauen mit der Wasserverdrängung. Aber es funktioniert. Also ohne Problem. Wenn ich das Stange bringe, könnt ihr das auch. So, nachher gehen wir mal Spanky Ham sein Projekt anschauen, was er gestern gemacht hat. Wieso sage ich gestern? Wir haben ja heute schon Montag gemacht, haben wir es am Samstag. Was er am Samstag gemacht hat. Weil wenn wir dann mal hier mal eine Zombie-Horde kommt, dann sind wir so leichter ein bisschen, ja. Ist zu? Ja.
wo er hat hier einen Graben gezogen. Also das ist alles voll mit Spitzen. Jetzt kommen sie nicht mehr so schnell. Hier durch. Und dann kann man nachher in der Nacht kann man da eins rausnehmen. In der Mitte, dann kommen sie nachher eh nicht mehr drüber. Also wären wir auch von Horden ein bisschen besser geschützt. Obwohl, letztes Mal ist da hier oben auch reingekommen. Also wir müssen uns da schon noch ein bisschen etwas überlegen. Voilà. Also mein Unterwasserhaus sieht man gut von hier. Schicke, schicke. Voilà. Okay, das wäre das Spanky-Projekt gewesen. Nachher, weiter geht's. Das hier habt ihr ja schon, habe ich schon in der letzten Folge gesehen. Wir haben jetzt einfach noch ein bisschen Kisten für einen neuen Helferstab ein bisschen gemacht. So. Also hier sieht es immer noch gleich aus. Aber der Hunger erwartet nicht so etwas. Und zwar, das hier, das hat der Imperator um ihn gemacht. Alles aus Zement gegossen. So. So eine kleine Rückzugbasis. Also hierher geht es noch nie rein. Bis im Moment. Aber das ist eigentlich ein riesen langer Tunnel ins Nichts. So, dann tun wir da mal wieder zu. Schön noch mit Schießscharten und alles. Also die sollen da noch mal nicht kommen. Hier noch mit Panic Room. So, und dann hier hat er alles schön gemacht mit rotem Holz. Ja, schöner Bunker unterirdisch. Also eben, weit sind wir noch nicht. Also wir haben nicht 100 Stunden gemacht. Ich tue mich jetzt einfach ein bisschen so zwischendurch ein bisschen vom Laufenden halten. Das wird, so wie das ausgestellt sieht, wird er auch noch mehr Stück geplant haben. He? Alles schön noch mit Eisen. Schön, ganz schön gemacht. Also Respekt hier von meiner Seite. Also das Holz einfärben, das braucht schon noch ein Minütchen. So, und dann schauen wir noch das letzte Projekt an, das der Randleman gemacht hat. Der hat hier... Wow. Irgendwie hat er nicht gerne so Steine. Er tut das gerne schön verkleiden. Also das ist wirklich schön gemacht. Ich bin gespannt, dass er den hier innen noch im Sinn hat. So, und zwar hat der Randleman einen schönen Gang gemacht. Also es ist schon 100-mal schöner als einfach Stein verkleidet. Das ist ganz klar. Wunderschön gemacht. Dann doppelt verstärkt hier. Weil das Problem ist halt, dass ich ein Unterwasserhaus bauen habe. Wenn da mal ein Zombie einfach vor dran steht und das Gefühl hat, jetzt steht da einfach ein Block halt im Weg und schaut jetzt da unbedingt in meine Hütte durch. Die Hütte ist verbunden. Mit dem allem hier. Und das ist dann fließendes Wasser. Also da wäre dann alles unter Wasser. Und darum hat der Randleman sehr gut überlegt. Und hat hier noch doppelt abgesichert dazu da. Und wow, also alles schön gemacht. Wow. Er hat hier ist der Aufstieg für zur Unterwasserhütte. Er hat das da alles verkleidet. Wow. Wieder gesehen, wir haben kein Holz mehr um unsere Anlage hier. Wir haben alles gebraucht. Alles haben wir gebraucht. Zack. Mal Sicherung Nummer 1. Ja, alles abgesichert. Das Wasserdurchbruch, das wird nicht so fegen. So, wie ihr seht, ist es das die Luke, die ich am Anfang gezeigt habe. Und jetzt stehen wir wieder bei mir im Unterwasserhaus. Und dann kann man so wieder raus. Ha. So. Das war's schon. Ja, wieder eingesehen, ich kann nachher auf dem Wasser laufen. So, das war's schon mit dem Raumtürli. Ich habe euch alles Neues gezeigt jetzt. Wir werden jetzt sicher regelmäßig spielen und ich werde euch regelmäßig mit Updates vom Laufenden halten, wie es so weiterläuft. Wir werden sicher auch mal ganz normale Folge aufnehmen, wie wir am Bauen, machen und am Tun sind.
Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Liebe Gruß von allen, die da mitgemacht haben. Merci vielmals. Tschüss zusammen, euer Nulu.